lang muss man also nach gefallen lassen, dass populistisch Panikmacher durch Europa laufen, Erliegen, Angst, Beleidigungen versprechen. Aber letztlich fanden wir auf der politischen Landkarte in Europa leider ein paar die sogenannten politischen Akteuren, die zu ihrem Daily Business gemacht haben, für mit der Leiterer Angst zu spielen, an negativ Stimmung zu verbreiten, am Platz nachhaltige Lösungen für Zürchen an Probleme von unserem Kontinent zu finden. An den letzten Wochen am Ende hat von ihnen ganz nur oben auf der traurigen Hitparade von der Populisten gebracht, den ungarischen Premierminister Viktor Orbán. Den Orbán war von Anfang an gegen den Solidaritätsplan von der Europäischen Kommission, der vorgesehen, dass die Flüchtlinge gerecht sollen zwischen den Memberländern abgedeelt gehen. Und über den Sommer hat der Populist aus Ungarn Flüchtlinge sogar als Gift bezeichnet. Migranten und Terroristen an eine Döppe gehalten. An sein Spiel mit der Angst auf einen traurigen Höchstpunkt bräuchte. Sagen wir noch als all einzelne Flüchtlinge eine Terrorgefahr und eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Seine Lesung heißt Stacheldraht, Exil auf unbewohnten Inseln. An einem Referendum, das gehangen mit folgenden Fragen. Seid ihr d'accord, dass die Europäische Union ohne Zustimmung vom ungarischen Parlament kann dezidieren, für Nicht-Ungarn an Ungarn umzusiedeln? Aber so eine tendenziöse Frage muss ich global nicht antworten. Aber viele Menschen an Ungarn wollten überhaupt nicht antworten. Sie wollten nicht auf das Spielchen angehen. Männer wie die Halschen von den Wahlberechtigten haben ihre Stimme aufgehen. Und dadurch war das Referendum ungültig. Mit 3 Millionen Leute waren aber wählen. Und die haben zu 98% mit Nein gestimmt. Und den Orbán hat schon angekündigt, dass hier, auch wenn das Referendum nicht gelten darf, die Verfassung so aufändert, dass das Resultat vom Referendum doch angewandt wird. Für klar zu sein, natürlich hat Ungarn das souveräne Recht, für seine Bürger Fragen zu stellen. Wir haben aber auch das Recht, als legitim Fragen über die Umstände von dem Referendum zu stellen. Die Kampagne von der Regierung wird zum Teil richtig bösartig, mit Slogans auf Affiche wie «Wisst ihr, dass Brüssel ein ganz neue Staat von illegalen Immigranten will an Ungarn aussetzen?» Oder nach «Wisst ihr, dass hinter dem Anfang von der Flüchtlingskrise Belästigung von den Frauen an Europa stark geklommen ist?» Ich meine, wir sind als eins, dass ein Referendum, das mit so Sprüchen von der Regierungsseite manipuliert wird, just zu dem Resultat kann führen, was man herauskommt. Und just nebenbei bemerkt, die Hetz- und Hasskampagne ist auch nach mit 16 Millionen Steuergelder bezahlt gehen. Ich meine, die Suen hätten auf anderen Plätzen besser und mehr sinnvoll können ausgegeben. Eine von oben imposierte Umverteilung von Flüchtlingen muss ja nicht jedem gefallen. Eine freiwillige Solidarität ist mit Sicherheit immer besser. Eine Solidarität am Sens unique, der wird aber in Europa nicht mehr gehen. Es kann in Dach nicht die ganze Verantwortung immer auf die anderen Memberstaaten drücken. Und da können die gucken, dass die Menschen, die für Krieg und Terror fortlaufen, einigermaßen normal unterbringen können. Während derselben Zeit kriegt Ungarn aber 4,6 Milliarden aus dem europäischen Budget. Das nenne ich Solidarität à sens unique. Und das kann so nicht weitergehen. Und die Flightdateien ist auch nach just nimmen spitzt vom Eisberg, von dem, was an Ungarn seit Jahren geschieht. Nachricht vom Referendum, wenn ganz frisch, wenn wir gewusst, dass die oppositionelle Zeitung Nebza Batzak, irgendwie so etwas, über nur die Publikation stoppen müsste. Offiziell, weil sie nicht mehr profitabel war. Aber komischerweise aber zum selben Zeitpunkt, wo die Zeitung die Affäre von korrupten Regierungsmitarbeitern abgedeckt hat, an das Referendum negativ kommentiert hat. Und das ist ja auch nicht für dich, dass an Ungarn die Freiheit von der Presse, die absolut essentiell ist an einer Demokratie, an einem pluralistischen Staat, dass die einfach mit festgestoßen wird.
Ich erinnere mich nach gut und Jahr 2012, wo die Kommission Probleme am Mediengesetz festgestellt hat, besonders was die Unabhängigkeit von den Medienautoritäten an Pressefreiheit angeht. Später ist das Mediengesetz dann auch vom ungarischen Verfassungsgericht als antikonstitutionell erklärt gehen und dann wollte den Orban Verfassungsgericht aufschaffen. Vierdrun wäre schon als Justizkommissarin zweimal interveniert. Engkeier, weil Richter an Prokureuren freizeitig an Pension geschickt goen, an eng aner Keier, weil die Unabhängigkeit vom konstitutionelle Gericht an die von der Datenschutzautorität afrogestellt gouf. Zweimal hat die Kommission Ungarn für ein Gericht gebracht, zweimal gouf Ungarn kondamniert, zweimal hat es müssen seine Gesetze ändern. Haut méi wie sos muss die Europäische Union sich wehren, an hier Valeuren verdedigen. Weil die Valeuren, die schützen, an erhalten, an dem wir sie leben, an dem wir sie an Praxis umsetzen. Dignität vom Mensch, Freiheit und Verantwortung, Gleichheit, Gerechtigkeit, Wohlrecht, Solidarität, das sind alles Valeuren von der Europäischen Volkspartei und noch Valeuren, die den europäischen Projekt aufgebaut haben. Die hecht Teichhallen, auch wenn es sich um Ungarn dreht. Ich habe in der Vergangenheit gesagt, und ich wiederhole nicht nach einkehr. Ungarn als ein wichtiger Partner für Europa und die Leute an Ungarn sind höchst zu respektieren. Mit den Orban an seiner Fidesz-Partei, die respektieren Eisvaleuren gut nicht, und die gehören nicht an eine christlich-demokratisch-europäische Volkspartei. Und an dem Sinn hat auch die CSV sich schon manchmal ausgedrückt. Hoffentlich fanden wir an Europa genug Alliierten, für dem inakzeptablen Politspielchen an Ungarn ein Ende zu machen, weil das ist nämlich Gift für Europa.